Ein herzliches Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück bei... Was? Pokémon Sonne und Mond? Nee, Quatsch, falsches Spiel. Aber gleiche Atmosphäre, hier so irgendwie auch mit der Musik und so. Kam mir ein bisschen vor wie am Strand in Hawaii und so, wäre ganz geil, aber nee, lieber doch nicht, vor allem zu dieser Jahreszeit, egal. Einen Wal zu fressen, was sie ausgebreitet hat. Ja, das ist ja nichts Neues. Ja, wir sind ja hier gestrandet, Freunde. Wir sind ja hier, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon eine Weile her für mich, aber wir sind doch hier auf der Suche nach einer Freundin von Magilu, die uns das Buch über Insomnia übersetzen soll, weil, wir erinnern uns, letztes Mal im Fight gegen Artorius haben wir ziemlich alt ausgesehen. Gut, mittlerweile ein bisschen stärker, trotzdem Level 26 maximal. Artorius hat Level 60 herum, 65 sogar, das ist ein bisschen höher. Und hat er irgendwelche Spiele oder was? Jumpballon 2 spielen, Schnellschlag spielen? Nee. Und ist eine Truhe. Deck mal hingehen. Sonst gucken, hier ist offenbar nichts mehr. Da geht es direkt weiter. Aber erstmal schauen, wo es hier noch lang geht. Dann toll abgesehen von der Truhe, die wir schon gesehen haben. Wir haben hier das. Sehr schön. Dann haben wir... Was denn das? Aha, das eigentlich eher... Achso. Alter, das ist ein Fisch. Ich dachte, es wäre irgendwie ein antikes Buch, so etwas. Das Blaue wäre irgendwie... Ja, Verziehung vom Deckel. Ganz... Scheiße. Oh, Glück gehabt. Das ist bloß eine Alternativroute, wie ich darüber komme. Okay, okay. Ja, ich habe das gerade gesehen. Gar kein Thema. Aber erst einmal gucken, dass ich hier gar nicht hinüberkomme. Ah, da geht er auf der anderen Seite. Ja, lustig. Erstmal die Karte checken, wa? Sprich die Minimap links, wo bevor ich da irgendwie mich schon zu früh freue. Hier haben wir Rot Lavendel. Jetzt, wir kommen doch langsam zu den Dingen, die ein bisschen stärker sind und ein bisschen mehr einbringen. So, wir können gespannt sein. Die Musik immer noch. Und die Musik ist irgendwie total, wie soll ich sagen, total Tales of Berseria fremdartig. Die ganze Zeit Dämonen und Exorzisten und hast nicht gesehen, alles übel auf einem Haufen. Und jetzt plötzlich lalalala, uns geht's gut, tralala. Den verpasst, da ist auch nichts Besonderes, was der erzählt. Da geht's einfach nur gerade zurück, da haben wir noch irgendein Item, was dürfte es wohl sein? Irgendetwas Doofes, okay. Jo! Why not? Dann haben wir da irgendeinen Laden, irgendeinen Shop. Ja, kann nicht reingehen. Tolle Häuser, wa? Immerhin haben sie Türen und Fenster, kann man reingehen? Nö. Naja. Bisschen Deko muss natürlich immer sein. Eigentlich ja nicht, aber ist egal. So. Silomünzen. Ja, man sieht schon überall frische Fische. Die sind nicht frisch! Klar sind sie's. Erdraupen. So Informationen. Velvet, jetzt kein Stück verändert. Ja, wieso sollte es ja auch. Wo komme ich hier hin? Abgesehen von einer Silbertruhe. Hier haben wir noch eine Sidequest irgendwo da drüben. Ja, ich sehe ihn schon. Also, Sidequest. Ein bisschen übertrieben, aber eventuell eine nützreiche, ich wollte gerade nützreiche sagen. Hilfreiche, nützliche Information. Alola. Ist ja vielleicht? Was? Und ich lebe hier schon seit 29 Jahren und ich habe immer noch keine weiblichen Bekanntschaften. Oh Mann. Ja, gut. Nee, ich sag lieber nichts dazu. Oh. Und noch ein bisschen updaten. Oder auch nicht, sind noch die beiden. Hä? Ernsthaft nichts Neues? Hätte schwören können, sie irgendwie sagt, hey, ich habe neue Bestien für dich im Angebot, aber komm, die beiden haben wir sowieso relativ schnell. Die weiß noch, wo sie war, aber das hier? Doch, ich glaube, die haben ja auch gesehen, oder? Kann das sein? Weiß ich gar nicht mehr. Hey, Typi! So, how do you like our island? Nice and laid back, right? It's quite a bit different from Logris. This place was even more relaxed before the opening. But recently, a lot of our young folk have gone starry-eyed about the city and left us in the lurch.
It's still better than it was when the demons first started showing up. We have the Abbey to thank for that. And because people are traveling more now, the need for ships has skyrocketed. Our lumber industry is booming. In other words, when the money started flowing, people let it go to their heads? That and those exorcists and soldiers from the bigger cities, they really seemed sophisticated. People from the other islands wear different clothes and have things we don't, you know? Getting worked up and worked over by what's trendy. Is that foolishness not the very definition of youth? If this keeps up, our island's traditions will fade away. That's what worries me. I understand how you feel, but you have to give young people the freedom to be themselves. Das ist eben so. Wenn man da halt da die Jungen heranzieht und so und sie ja doch immer noch im Prinzip zu Verantwortung, aber auch Selbstständigkeit erziehen möchte, muss man halt auch damit rechnen, dass sie irgendwann mal sagen, hey, ich lebe ein eigenes Leben, ihr alten Säcke, geh mir auf den Sack und tschüss und weg sind sie. War natürlich ein bisschen sehr rabiat, aber es geht schon ein bisschen darum, dass man halt sein eigenes Leben leben möchte. Und nicht irgendwie, dass die Eltern, Großeltern, bla bla. Klar, die können Hoffnungen und Träume haben, dass ihre Nachkommen das Gleiche tun wie sie oder in ihre Fußstapfen treten. Aber wie gesagt, wenn man sie halt zur Selbstständigkeit erzieht, muss man sich nicht wundern, wenn sie halt auch ihre eigenen Wege gehen möchten. Das ist ja halt der Lauf der Dinge und eigentlich auch völlig natürlich. Alles andere wäre ja Bullshit und wenn wir ehrlich sind, auch ein bisschen egoistisch. Ach du Scheiße. Geht der Arteangriff hoch? Der hast du noch nie gesehen. Ja, der physische Angriff runter, aber darf es jetzt sowieso nicht. Wofür bräuchte der Kleine auch so etwas, wa? So. Haben ganz kurz die Waffen gecheckt. Sonst nichts Neues darunter. Sehr schön gefällt mir. Mann. Wieso ist eine Treppe da, eine Leiter da und die eine hier? Das ist doch irgendwie unlogisch. Egal. Das war ein interessanter Besuch. Und es gab eine neue Waffe. Da bin ich hier mal fertig. Also. Mal hier, Lucky. Was haben wir? Eventuell Story. Aber wir haben ja, Speichersymbol. Speichern ist nie ein gutes Zeichen. Wie kommt man da runter? Hä? Verarschen? Oh, und hol die Abtaschen wieder. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Viel Empyria gab. Der Flamme, wenn wir der Herde üben, den Willen des Windes, also. Nominationselement, vielleicht alles. Kennen wir aus diversen Tales of Abenteuern. Dass es im Prinzip immer irgendwie einen Elementargeist für ein bestimmtes Element gab, oder? Oder war er im Prinzip der Master of Disaster und dann gab es irgendwie noch Origin, der so sagte, yo, ich bin der Master of allem. Come, sinner, and repent your wicked deeds. Och nö. Repent? Are you talking to me? Yes. When I look at your vestments around your chest, your hips, I can tell your sins are many and deep. Say that again. Exactly what were you staring at? Well, mankind is rife with sin, and I am no different. You must acknowledge your misdeeds and confess them to the great Empyreans. By confronting your sinful urges, you will be empowered to resist them. Is that so? You're saying I just need to confess all the bad things I've done. Yes, confess your darkest sins, my child, assured that none is beyond the forgiveness of the Empyreans. Empyreans, hear my confession. When I was in prison, I instigated a riot and used it to break myself out. Huh? Then I set fire to some warehouses in town and stole a ship to make my getaway. Then I teamed up with some pirates to destroy a military fortress. I killed anyone who got in my way. What? What do you think, Father? Will the Empyreans forgive me? I think you should turn yourself into the Abbey and let them help you repent. That's convenient. I'm already planning on going to the Abbey. You see,
I'm going to kill their boss, Artorias. I need an exorcist over here! Quick! Somebody! Anybody! That's about how I figured it'd go. Ja, das haben wir uns, glaube ich, alle gedacht. Was für ein Quatsch, ey. Warte mal, das ist gar nicht fertig. Was zum Henker? Na, du alter Perverse, willst noch weiterhin irgendwie auf die Brusthöhe starren und unter den Rock. Ich trage gar keinen Rock. Come, sinner! Are you talking to me, perchance? I am. You look so deeply sinful, I wouldn't even know where to begin. Now confess! Oh, how long have I waited to bare my soul to someone? But I've always lacked the courage. Praise be to the Empyreans who have bestowed upon me this chance today. Ah, your devotion to the Empyreans is most... No, it is you who has captured my devotion, my darling. There's no one else I want but you. What? Me? But my life is in service to the Empyreans. Hush. I want you to look at me the way I look at you. Hold me, darling. Smother me in your embrace. I don't... Those were the kind of lines I read in a romance novel. It wasn't even that exciting a book. I wasted so many hours with that piece of trash. Please forgive me for not putting myself to better use. Lying to a priest! How could you? Oh no, I meant to confess my sins, but instead my confession was another sin. Forgive me, Father, I've transgressed once more. I don't want to forgive you. Bin immer besser. Come, sinner, and repent your wicked deeds. Who? Me? I don't think I've done much that needs repenting. No, my son, you must be mistaken. For I can tell just from how you dress that a great many sins weigh heavily upon your heart. But it's not too late for you yet. You must confess your sins and repent. Yeah, I hear you, but I really can't think of anything. Have you ever wielded violence? No, all I wield are my swords. Well, have you hurt anybody with your swords? Yeah, but I haven't been able to land a killing blow yet. I've still got a long way to go. But the next time, I'll kill him. No, you have it all wrong. You must repent for how you've used your swords. Oh, I get it. I need to improve my cutting technique, right? That's not what I meant either. Ah, and what do you mean? It's a priest's job to guide the layman, right? You'll have to start speaking more clearly if you want anyone to trust your advice. Get your act together, man. Yes, I'll reflect upon the error of my ways. Wait, what? Wie geil ist das denn bitte? Ich bin mal gespannt, was er zu Vincent sagt. Und überhaupt noch was... Ah, geht gar nicht mehr, okay. Schade. Wo überhaupt? Gut, wir hatten jetzt die Menschen, ja gut, Exorzisten, sie ja im Prinzip auch. Aber... Warum zu Acen nicht? So, traut er sich nicht wegen dem Fluch des Reapers und so? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. So ein Quatsch, ey. Nun gut, oder eher schlecht, je nachdem, wie man es natürlich betrachten möchte. Nach keinem lassen Sie mich da runterkommen. Ich kann ja speichern, wie schon mal erwähnt. Das ist kein gutes Zeichen. Aber immerhin sind wir schon mal bei Part Nummer 51 hier beim Let's Play zu Tales of Berseria. Sind wir mit der Partanzahl in der Hälfte angelangt, schon darüber, noch weiter runter. Fragen über Fragen. Warte mal, da kann doch nichts mit reichen Dingen vor sich gehen, genau. Will drin etwas verborgen, versteckt sein? Nö. Wow. Geil. Warte, man kann auch springen. Ja. Offenbar nicht mehr. Das uralte Heilmittel. Ja, das mit Lava ist natürlich noch nicht vergessen. Gar kein Thema. Lass mal gucken, wie ich jetzt hier. Aha. Ja, schön. Haben die ganze Zeit. Wie kommen wir da hin? Ja. Bin Kleister. Da haben wir eben noch ein paar. Wir laufen am Strand. Wir laufen am Strand.
Und schon sind wir da. Bei einer Bronzetruhe kann eh nichts Besonderes drin sein. Amphibolfragment. Geht eigentlich noch. Die ganzen Pinguine hier. Was immer für Viecher sein sollen. Da habe ich noch ein... warte mal. Da können wir noch runter. Offenbar hat es aber nur so ein... mein Auge juckt. Offenbar hat es aber nur so eine Kugel. Die mich, wenn ich ehrlich sein soll, nicht weiter interessiert. Insofern direkt weiter hier im Text. Truhe kann ich nicht aufmachen. Verdammter Mist. Ein paar zu wenig. Dann gucken wir doch mal. Kommen wir hier auch irgendwie weiter? Nö, mir auch gewundert. Die Musik geht mir voll auf den Sack. So, hier kommen wir sowieso nicht weiter. Also muss der Typ wieder etwas über sie wissen. Ist eigentlich logisch, denn wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. So. Dann erzähl doch mal. Common practice to use Southgan lumber for shipbuilding, but there's a reason. Our trees really are the best for it. Natant trees only grow in Southgand. Their wood is light, tough, and doesn't rot. Perfect for shipbuilding. You know your stuff. Long ago, before people knew how to build seafaring vessels, Midgan and Southgan were separate countries. Then our ancestors fashioned rafts out of Natant logs and floated all the way to Midgand. A Midgand craftsman, amazed to see a humble raft cross the open sea, returned with our ancestors here to Southgand. He had used the Natant logs to build a large, sturdy ship. Thanks to him, commerce took off between Midgand and Southgand, and the Age of Exploration began. The excitement of a new age had everyone floating on air, but within mere decades, Midgand declared war on Southgand. Ironically enough, it was ships made from trees from their islands that enemies used to invade them. The fighting continued for a long time, but in the end, Midgand emerged the victor. Our islands were occupied. As hard as things were, our ancestors still liked to joke about it. They'd say, Age of Exploration, more like Age of Exploitation. When things were that bad, they could still joke about it? Southganders have always been a cheerful bunch. We tend to look for the silver lining in every cloud. It may not seem like it these days, but Southgand used to be a place where the laughter would never cease. Some people even used to call it Shenanigand. Shenanigand. This must have been a really fun place. Ja, klingt zumindest so. Ein wirklich lustiger Ort. Hehe, lustig, lustig. Egal. Ich habe nicht das gefunden, was ich wollte. Verdammter Mist. Warte mal, da oben ist noch was. Da rechts oben. Seht ihr's? Da geht's offenbar noch irgendwo hin. Aus dem Auge außen sind wir kommen da hin. Hä, war da schon? Ne, offenbar nicht. Fail. So. Ja, Schiff ist zurück, ne? Man will vergessen, Mensch. Was? Bücherwurm so rare? Hab ich das gerade richtig gelesen? So, wir haben Material noch nicht alle, wa? Bücherwurm so rare, tatsächlich. Das muss ich jetzt noch mal ganz kurz angucken. Was ist hier los? Ja, da ist der Quatsch. Aha. So ein Quatsch.
Ja, ich weiß, ich müsste die Dinger... Wie wird es fast noch stehen, wa? Ja, ich weiß, eigentlich müssen wir ein bisschen... gucken, was da am besten passt und so, aber... weißt du einfach, warum so... So ein Quatsch. Egal. So überall. Die Abby, it's der Abby. Ja, ja. Mir scheißegal mit eurer Abtei. Ist doch mir egal. Du. Es ist mir alles einfach so egal. Lalalala. Lol. Eine Kartoffel. Lecker Kartoffel. Dann mal Luki, was wir noch so alles finden. Oder auch nicht, wir sind sowieso bald. Ist ein Monster da unten? Das wackelt so seltsam. Nee. Okay, ich würde sagen, Hauptstory. Jo. Still no leads on that Grimoirh lady. Mogulo, when did you get that letter from her you mentioned? Hard to say. It must have been last year? A decade ago? Take this seriously, or I'll feed you to the sharks. Oh, what? I think I'd at least rate a kraken. Keep this up and I swear I'll eat... It's them. The final preparations are complete. Once you've assumed your new post, everyone will act on your command. Thank you, sister. But to be honest, I worry that these shoes I'm filling might just be a bit too big for me. You need not worry. You possess a special strength and quality that others lack. Shepherd Artorias has high hopes for your deployment to Palamedes. Fear not. Just be yourself and you'll do fine. Believe you're a leader, and you will be. Yes, I'll try to make you proud, sister. They're sending him to Palamedes? Is that the name of a facility on this island? I had better get going. Safe travels. Oh, one more thing. Be careful around the demon in Haria. It's stronger than it looks. We've even had some casualties. Understood. Also, if you must drink the water, remember to boil it. Sister... I know, I worry too much. But I just can't help myself. So, there's a demon in Haria. Sounds like it's a pretty feisty one, too. If so, it may prove useful. Still, what magical timing for Oscar to show up here at the very same hour we do. I understand your suspicion of me, but have you any proof? None, it's true. But as an exorcist, you're certainly sympathetic to the Abbey's cause. And soon you may wish we were sympathetic. Eleanor hasn't been snitching on us. I'm sure of it. And how would you know? Are you watching her even when she's taking a bath? Huh? No, I don't. I always stay outside when she's taking a bath. And... Then isn't it possible she's communicating with the Abbey in secret while you're not there? You pledged to obey me until the day you die, correct? Yes, that I did. Remember, when you two trade blows, only the Abbey wins. One less demon, and one less traitor for them to worry about. While we're standing around here arguing, that demon could be attacking Grimoirh. It's true.
Let's find some more people to question around town. Die arme Eleanor, die Luft für sie wird immer dünner. Und wie dünn genauso noch werden wird, das und vieles mehr erfahren wir hoffentlich wieder in der nächsten Episode hier bei Tales of Berseria. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis dahin, ciao zusammen.